Ich hatte das Privileg, in eine Familie eines der angesehensten Stämme Afrikas hineingeboren zu werden, dem bekanntesten unter allen Stämmen Angolas. Ein Stamm von Zauberern der schwarzen Magie. In diesem Stamm waren schwarze Magie und Zauberei kulturelle Angelegenheiten und ihre öffentliche Zurschaustellung stellte kein Problem dar. Sogar seine Geburt wurde von bösen Engeln arrangiert, die seine Kindheit lenkten. Sie haben ein Problem mit meiner Mutter erzeugt. Meine Mutter konnte damals eigentlich keine Kinder bekommen, weil sie ein Problem hatte. Und um eine Lösung für dieses Problem zu finden, erschien ein Engel namens Asbat, um mit meinem Großvater zu sprechen. Der Vater meines Vaters war ein König, und um hier in Afrika König zu sein, musste man eine Verbindung haben, eine Verbindung zu den Geistern. Man kann hier kein König eines Stammes sein, ohne Macht zu haben oder mit den Geistern verbunden zu sein. Und mein Großvater war mit den Geistern verbunden. Und eines Tages erschien ihm der Geist, der Meistergeist. Er heißt Asbat, der Engel Asbat. Er sprach mit ihm und sagte: Der Großmeister, der große Meister, hat mich zu dir geschickt, um dir die Lösung für das Problem deiner Tochter zu geben. Und in diesem Moment gaben sie ihm die Medizin, die ihrer Meinung nach eine Medizin war. Aber denkt daran, alles, was sie tun, tun sie auf die gleiche Weise wie Gott. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr das Gleiche finden. Sie tun nur das Gegenteil. Und dieser Engel erschien meinem Großvater, der ein König war, denn er war nicht nur ein König, er war auch der Hohepriester des Satanismus. Für beides. Weiße Magie und schwarze Magie. Er war Mitglied einer der Geheimgesellschaften dieser Welt. Und dann erhielt er die Information, dass das Kind kommen und deinen Stamm an jedem Ort oder an verschiedenen Orten vertreten würde. Er würde bekannt sein als Prinz, und er sollte laut ihnen Schriftsteller werden. Ein Schriftsteller, der viele Dinge wie Designs und Cartoons schreiben würde, um Bücher zu schreiben. Er sollte berühmt werden und meinen Stamm in dieser Geheimgesellschaft vertreten. Ein schreckliches Opfer wurde von dem kleinen Gabriel verlangt, die strikte Trennung von seiner Mutter und seiner Familie. Später erfuhr er, dass dieses Leben in Isolation dazu dienen sollte, ihn von natürlichen Zuneigungen zu entfremden, um in ihm die Kälte und Grausamkeit eines Dämons zu entwickeln. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen, so unglaublich es auch klingen mag. Gabriel wurde als Kind hauptsächlich von einer kleinen Gruppe echter Dämonen aufgezogen. Einen kalten Verstand und ein kaltes Herz zu haben. Keine Gefühle, keine Emotionen, nichts zu fühlen. Ich sollte nichts fühlen. Das ist der Grund, warum ich in der Nähe der Farm aufwachsen sollte, nur umgeben von Engeln. Die Engel waren meine ersten Lehrer an diesem Ort. Und ich wuchs dort auf, weil sie wollten, dass ich einen Charakter entwickelte, den gleichen Charakter wie Satan. Ihm wurde unmissverständlich gesagt, dass, wenn er jemals den Namen des Wesens anrufen würde, das die Gläubigen anrufen, jener Mann, den wir am Kreuz getötet haben, Gabriel ebenfalls getötet werden würde. Er wurde mit dieser Regel bedroht: Lehre relative Wahrheit, oder du wirst von den bösen Geistern getötet werden. Die absolute Wahrheit war der absolute Feind. Christen, die dies sehen, wissen bereits, dass Jesus die Wahrheit ist. Ich möchte den Zuschauer darauf hinweisen, dass einige der folgenden Informationen ziemlich düster sind und das Licht im Vergleich dazu umso heller leuchten lassen. Um die Tiefen zu verstehen, aus denen Gabriel kam, werden wir seinen Hintergrund schildern, aber auf die aufschlussreichsten Details verzichten, die alle in dem Buch zu finden sind. Einige dieser Details betreffen die verschiedenen Zeremonien, zu denen er als Jugendlicher von Zeit zu Zeit von der Farm seines Großvaters zu besonderen Orten und Anlässen gebracht wurde, um Satan zu verehren, wo wiederholt Kinderopfer praktiziert wurden. Der junge Gabriel war in diesem Kult der Dunkelheit gefangen. Die Gehirnwäsche, der er seit seiner Kindheit ausgesetzt war,
konditionierte ihn sogar dazu, Freude am Schmerz, Leiden und Tod unschuldiger Menschen zu finden. Ihm wurde beigebracht, menschliches Blut zu trinken, da Menschen nichts weiter als eines von zwei Dingen seien: Sklaven oder Opferobjekte. Diese auf Traumata basierende Gedankenkontrolle wurde von Kindesbeinen an durchgeführt, damit sein Geist wie ein unbeschriebenes Blatt war, das programmiert werden konnte. So konnte er darauf konditioniert werden, die Fähigkeit zu einer liebevollen menschlichen Beziehung zu verlieren. Ihm wurde buchstäblich beigebracht: Liebe niemals jemanden, sei niemals gut zu jemandem. Hören wir uns etwas über diese bösen Engel an, die ihn aufgezogen haben. In diesem Moment kann ich sagen, dass, als ich aufwuchs, in diesem Moment auf dem Bauernhof, mein Nachbar oder mein Freund, mein nächster Freund waren die Engel, die Geister. Die ganze Zeit waren sie bei mir, 24 Stunden pro Tag. Jeden Tag, jedes Mal, wenn sie um mich herum waren und manchmal mit mir spielten, konnten sie sich verwandeln. Sie verwandelten sich in ein Tier, Kinder wie ich und verschiedene andere Dinge, nur um mit mir zu sprechen. Manchmal in ihrer natürlichen Gestalt. In diesem Moment konnten sie sich in alles verwandeln, was man wollte, um mit einem zu sprechen, nur um einen glücklich zu machen oder um ihnen zu folgen. Denn als Kind war ich manchmal allein. Meine Großeltern ließen mich allein, weil sie weg waren, um zu arbeiten oder andere Dinge zu tun. Ich war dort allein mit ihnen und sie hatten Macht. Das sage ich dir. Seine Großeltern waren also seine Bezugspersonen. Aber die eigentliche Erziehung und Ausbildung fand unter der Anleitung dieser bösen Geister statt. Einer der herzzerreißendsten Aspekte seiner Kindheit war, dass seine Geisterfreunde sich manchmal, ich sage das nur ungern, in seine Mutter verwandelten und so taten, als würde sie ihn nicht lieben oder nicht wollen. Sie bestanden auch darauf, dass er seine Großmutter nicht lieben sollte, weil sie ebenso wenig der Liebe würdig sei. Liebe nur uns, forderten sie. Nun schmeichelten ihm sein okkult praktizierender Großvater und die anderen Satanisten in seinem Leben und insbesondere die Geister ständig mit seiner Größe, dass er auserwählt worden sei, von ihnen aufgezogen zu werden, um ein Prinz zu werden, um ein König zu werden. Ich lebte in zwei Dimensionen, der physischen Dimension und der spirituellen Dimension, weil ich spirituelle Dinge sehen sollte. Sie öffneten mir die Augen, damit ich die spirituelle Dimension sehen konnte. Gott verhindert, dass wir mit unseren normalen Augen spirituelle Dinge sehen können. Weißt du, dass Gott etwas Gutes tut, wenn er unsere Augen davon abhält, diese Dinge zu sehen? Seine Geburtstage als Kind wurden durch den persönlichen Besuch Luzifers gefeiert, der nicht allgegenwärtig ist, wie Bibelstudierende vielleicht wissen, aber der kleine Gabriel begegnete später diesem sehr großen und strahlenden Wesen, das die Bibel Satan nennt. Bei einigen besonderen Besuchen pro Jahr zeigte sich, wie wichtig er als Prinz werden würde. Ich war auf dem Bauernhof und es war ein ganz normaler Tag. Ich stand in der Nähe des Mais, der mitten auf dem Feld stand, vom Fluss her kommend, und dann tauchte jemand auf. Ein weiterer Engel. Und dieser Engel war mächtig und anders. Seine Struktur war anders. Und der Engel reduzierte sein Licht. Er kontrollierte es. Er machte es schwächer. Er wusste, wie er das Licht kontrollieren musste, wenn er erschien. Aber alle Engel, die um mich herum standen, knieten nieder und neigten ihre Köpfe. Das zeigte, dass dieser Engel der Mächtige war. Oder der Priester, der mächtiger war als die anderen um mich herum. Und als dieser Mann erschien, sagte er zu mir und nahm mich mit einer Hand, nur mit einer Hand, und ließ mich ihn sehen. Er tat dies, um zu sagen, ich bin dein Vater. Seiner Struktur nach gibt es nichts und niemanden, der schöner oder anmutiger ist als er. Im Vergleich zu normalen Engeln sieht er anders aus, denn ihn zu sehen ist wie eine Majestät.
Allein seine Präsenz ist wie eine Majestät. Das Schlechte steckt nur in seinem Inneren, in seinem Herzen. Ihr Geist ist schlecht. Aber ihre Struktur, ihr Aussehen sieht gut aus. Er sieht aus wie ein normaler Engel. Er ist ein schöner Engel und ein gut aussehender Engel. Er ist nicht jemand, der Hörner hat, finster ist, der dunkel schwarz ist, weißt du? Nein, und dieser Engel sprach zu mir und sagte, ich bin dein Vater. Und er reduzierte das Licht, weil er so strahlend ist. Denn wenn er mit seinem ganzen Licht gekommen wäre, hätte es mich getötet. Wir können das Licht von ihnen nicht ertragen. Sie sind Engel mit Licht. Und manchmal, wenn sie mir erscheinen wollten, reduzierten sie ihr Licht. Und von diesem Moment an, nachdem wir gesprochen hatten, sagte er mir, dass ich der Priester sein werde. Ich werde mit ihnen arbeiten. Und ich werde mit seinem Reich arbeiten. Er sagte, dass sein Königreich besser sein werde als das Königreich des Mannes am Kreuz. Er ist derjenige, der unser erster Feind sein sollte. Mein erster Feind. Und alle seine Anhänger sollten unsere zweiten Feinde sein. Wir sollten sie töten, sie vernichten, alles tun, um ihren Glauben an ihren Gott, an ihren Herrn zu zerstören. Und danach, ich erinnere mich, ging er weg und ich ging zur Zeremonie. Im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als er später Jesus begegnete, erzählt uns Gabriel in seinem Buch, dass Satan das unglücklichste Wesen im Universum ist. Er hatte 6 Flügel mehr als die gewöhnlichen bösen Engel und war majestätischer als jene Geister, die seine Gefährten waren und ihn großzogen. In seinem Buch schreibt Gabriel, dass niemand auf dieser Welt mehr über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns Bescheid weiß, als Satan und seine bösen Engel. Wie versuchen die Engel, die Gedanken der Menschen zu fangen und sie zu versklaven? Wenn du einen normalen Menschen hast, der einen Doktortitel in Psychologie hat, einen Psychologen, er hat vielleicht sein Grundstudium absolviert, er hat Psychologie studiert, hat einen Master in Psychologie, einen Doktortitel in Psychologie, er ist Spezialist für Psychologie. Stell dir jemanden wie ihn vor, aber er weiß nicht alles über den Verstand, über die Funktionsweise des Verstandes, des menschlichen Verstandes. Aber stell dir jemanden vor, der schon lange mit dem Verstand arbeitet und mit verschiedenen Generationen, weil er verschiedene Generationen und verschiedene Menschen studiert hat. Verstehst du, was ich meine? Sie würden es wissen, wie man mit dem menschlichen Verstand arbeitet, weil sie von Anfang an bis zu diesem Moment, in dem wir jetzt sprechen, bereits damit arbeiten. Weißt du, wie viele Generationen von Menschen und deren Verhalten er studiert hat? Es gibt niemanden, der die Gedanken eines Menschen so gut kennt in Bezug auf den Menschen. Es gibt keinen Menschen, der mehr über die Gedanken des Menschen weiß als Satan. Um die Gedanken dieser Generation zu kontrollieren, müssen sie Technologie einsetzen. Weißt du, manchmal kann Technologie dich mit Jesus verbinden, wenn du das willst. Oder diese Technologie kann dich sehr weit von deinem Gott entfernen und dich dem näher bringen, was sie wollen. Wie kann der Zuschauer, wie kann jeder Mensch sicherstellen, dass er von der Manipulation und Kontrolle seines Verstandes durch diese Geister befreit und davor geschützt ist? Wie finden wir Schutz und Freiheit vor ihren Versuchungen, ihren Täuschungen und ihrer Kontrolle? Ich werde anhand der Bibel antworten. Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 7. Dort sagt Jesus, dass er der Weinstock ist. Und als Menschen, die mit ihm verbunden sind, sind wir die Reben. Alle Reben, die mit dem Weinstock verbunden sind, werden Kraft empfangen. Denn er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt nichts tun. Ohne Gott sind wir nichts in dieser Welt.
Nur wenn ihr mit Gott verbunden seid und Gott uns den Heiligen Geist gibt, wird der Heilige Geist uns Kraft geben, wie wir unseren Verstand kontrollieren und wie wir unser Verhalten kontrollieren können. Alle Kraft kommt von Jesus Christus gemäß seinem Tod. Er starb und ist auferstanden. Und jetzt ist er unser Hohepriester. Im Allerheiligsten, ihr könnt dies in Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis 16 nachlesen, wo unser Jesus in diesem Moment ist. Ohne Jesus sind wir nichts. Wir können nichts tun. Ich sage dir, ohne Jesus gibt es niemanden, der sagen kann, nein, ich weiß, wie ich mich unter Kontrolle halten kann. Du kennst die Wahrheit nicht. Es gibt niemanden. Als er noch ein Satansanbeter war und sich unter anderen Satanisten und bösen Engeln befand, was glaubten all diese Menschen und bösen Geister über Gott und die Bibel? War Gabriel mit dem Wissen aufgewachsen, das er heute aus der Bibel kennt? Ja, ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen, wenn ihr es gelesen habt. Ich habe in dem Buch geschrieben, dass ich gefragt habe, warum Menschen unterschiedlich aussehen. Warum sehen diese Menschen so aus und jene so? Warum gibt es diesen Unterschied? Als ich danach gefragt habe, ich erinnere mich, dass ein Engel zu mir kam und sagte, blicke dich um. Wir gingen zu einem Ort, der hoch in den Bergen lag, um alles auf der Farm zu überblicken. Und er sagte, schau dich um. Und ich schaute mich um. Er sagte, schau genau hin. Wenn Sie sagen, schau genau hin, bedeutet das, dass man die Dinge, die man sieht, analysieren und überprüfen muss und warum diese Dinge dort sind. Denn danach werden Sie fragen, was man gesehen hat, und man muss die Dinge, die man gesehen hat, erklären. Und dann sah ich die Dinge um mich herum, und als er mich fragte, was ich gesehen habe, sagte ich, ich habe verschiedene Bäume mit verschiedenen Früchten gesehen, verschiedene Dinge wie Mais und Kartoffeln. Oh, du hast das so gesehen. Sind alle Dinge gleich? Fragte er. Ich sagte nein, nicht alles ist gleich. Er sagte, der Allmächtige, Sie wissen, dass der allmächtige Gott alles auf unterschiedliche Weise geschaffen hat, aber mit Harmonie. Alles sollte Harmonie haben. Von ihnen habe ich gelernt, dass laut der Bibel derjenige alles geschaffen hat. Alle Satanisten, die auf der hohen Ebene und auf der mittleren Ebene sind, wissen, wer der Schöpfer ist, und sie bekämpfen das Problem nicht mit dem allmächtigen Gott, sondern nur mit Jesus Christus, derjenige, der am Kreuz gestorben ist. Zu dieser Zeit durfte ich seinen Namen nicht nennen. Wenn ich bei den Treffen war, durfte ich seinen Namen nicht nennen. Aber wir sollten den normalen, allmächtigen Gott, den Schöpfer, verwenden. Gabriel glaubte an einen Schöpfergott, an Engel und an die Bibel. Aber er hatte die Aufgabe, die Menschen dazu zu bringen, nicht an diese Dinge zu glauben. Als Junge, der in Grausamkeit erzogen wurde, erzählt er uns, ich habe den Mann am Kreuz von ganzem Herzen gehasst, wie es mir von Dämonen beigebracht wurde, und ich wünschte, seine Verbündeten und Anhänger zu töten. Aber zuerst mussten wir versuchen, ihren Glauben durch Leiden zu zerstören, bevor wir sie töten. Gabriel wurde gesagt, dass er auf den großen Kampf vorbereitet werde, um die Anhänger des einen, den wir am Kreuz getötet haben, zu vernichten. Im Alter von 6 Jahren traf er tatsächlich seine Familie. Als sie ihren kleinen Gabriel sahen, begannen sie, ihn liebevoll zu umarmen und zu küssen, aber er war völlig kalt und gleichgültig gegenüber ihrer Zuneigung. Ihm wurde beigebracht, wie man sich verstellt, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Er bat seine Familie auch, ihn nicht Gabriel zu nennen, sondern gefallener Engel oder kleiner Priester. Ich wurde erzogen und gelehrt, eine Maschine zu sein, die nur Böses tut, um Leid und Schmerz im Leben der Menschen zu verursachen und sie zu töten.
Er war so frei von natürlicher Zuneigung, dass er nicht einmal gerne mit Menschen zusammen war, die keine bösen Geister waren. Es sei denn, es war auf Befehl der Geister, dann gehorchte er ihnen natürlich und war mit Menschen zusammen. Ich nahm an vielen okkulten Kulten und geheimen Treffen teil. Ich war immer in der Gesellschaft der Geister, denn ein zukünftiger Kinderbuchautor und Lehrer muss alle Geheimnisse des Guten und Bösen kennen. Ich hatte fast alles, aber es fehlte mir die Zufriedenheit. Ich war ein kaltherziger Mensch und hatte eine große Leere in mir. Ich hatte keine Reue, kein Schuldgefühl. Ich war jemand ohne natürliche Zuneigung, deshalb war ich schlimmer als ein Mörder. Ich hatte Freude daran, Menschen zu zerstören. Bei einer unvergesslichen zeremoniellen Gelegenheit wurde er nach Zaire zum großen Heiligtum gebracht, wo sich Jesuiten, Illuminaten, Freimaurer, Channeler, Mediums, Zauberer, Exorzisten und politische Herrscher versammelt hatten. Seid erneut gewarnt vor der Schrecklichkeit seiner Aussage, hier zeigte Gabriel seine Treue zum Feind der Seelen, indem er ein Stück seines eigenen Fleisches herausschnitt, um es Satan, den er seinen Vater nannte, zu opfern. Gabriel wurde Zeuge von Tausenden von Menschenopfern, Tausenden. Als er im Alter von 10 Jahren nach Angola zurückkehrte, wurde er in die Schule der 7-Tags-Adventisten eingeschrieben, um die christlichen Kinder dazu zu verleiten, Dinge zu tun, die sie für den Einfluss der Geister empfänglich machen würden. Gabriel erzählt uns in seinem Buch: Ich wusste nicht warum, aber der Sabbat ist ein Tag, den Luzifer zutiefst hasst. Er wurde also schon in jungen Jahren in den Dienst dieser bösen Geister gestellt und auf eine christliche Schule geschickt, eine Schule der 7-Tags-Adventisten. Gabriel wird seinen Zuhörern nun erzählen, wie er als Schüler in der Schule war und was er mit seinen nun menschlichen Freunden gemacht hat, die aus christlichen Familien kamen. Ich erinnere mich, dass ich von den Engeln gelernt habe. Sie haben mir viel über diese Menschen beigebracht, die mit Gott verbunden sind, als wären sie eine Familie, die mit Gott verbunden ist. Die Christen sind oder keine Christen. Aber diese Menschen glauben an Gott und verlassen sich auf Gott. Sie tun alles, was Gott ihnen sagt. Und dann, wie man mit ihnen in Kontakt tritt und wie man ihren Glauben zerstört. Vor langer Zeit war die Technologie in meinem Land nicht so wie heute. Vor 20 Jahren hatten wir noch keine Handys, nicht einmal Fernseher. Wir hatten nicht einmal ein Radio. Nur die reichen Leute hier im Land hatten eines. Das ist lange her. Und dann brachten sie mir bei, wie ich in ihre Häuser gelangen konnte. In deren Häuser. Denn für eine normale Hexe ist es unmöglich, in ein Haus zu gelangen, in dem die Menschen an Gott glauben und morgens, mittags und abends beten. Sie studieren, ihr Leben ist mit ihrem Gott verbunden. Für normale Agenten oder Hexen ist es unmöglich, in diese Häuser einzudringen. Denn es ist unmöglich für einen bösen Engel, die Kleidung eines Christen zu berühren. Die Kleidung von jemandem, der an Gott glaubt und sich von Gott leiten lässt. Es ist unmöglich, ihre Kleidung ohne die Erlaubnis Gottes oder ohne die Erlaubnis des Engels Gottes, der diese Person beschützt, auch nur zu berühren. Und dann habe ich lange Zeit das getan, was ein Medium tut. Solch ein Kanal, du musst verstehen, es ist wie beim Fernsehen oder einem Sender. Ein Kanal meint etwas wie ein Medium. Jemand kann durch diesen Kanal dank dieser Technologie mit dir sprechen, obwohl du weit entfernt bist. Lange Zeit war ich ein Medium, das mit den Kindern sprach und sie unterrichtete. Wie man diese Kinder dazu bringt, sich mit den Geistern zu verbinden und wie man den Geist empfängt. In ihre Häuser, in ihre Gedanken, in ihre Herzen, in ihre Seelen, wie man sie behält oder wie man sie empfängt. Ich brachte ihnen bei, wie man singt, wie man weint, wie man spielt, Dinge zu tun, die dieses Kind tun würde, wenn es mir folgen würde.
Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das heißt, sie empfangen den Geist. Aber einige von ihnen, ihre Väter oder ihre Eltern beteten, bevor sie das Haus verließen. Sie beteten. Sie studierten die Bibel. Aber wenn sie in der Schule waren, beschützte sie der Engel, der bei ihnen war. Einige von denen, die von den Engeln beschützt wurden, sagten, tu das nicht. Du darfst damit nicht spielen. Hör auf damit, das darfst du nicht. Manchmal erlauben uns die Engel, sie zu prüfen, weil diese Kinder für uns mächtig waren. Sie sagten, nein, meine Mutter und mein Vater haben mir gesagt, ich soll das nicht tun, denn das ist nicht gut vor Gott. Als Schüler erklärt Gabriel in seinem Buch, dass er einfach still war und sich gut benahm, was ihm die Möglichkeit einbrachte, Klassensprecher zu werden. Und wenn er sprach, sprachen die Geister tatsächlich durch ihn und beantworteten akademische Fragen, die über sein Wissen hinausgingen, sodass er in die nächste Klasse versetzt wurde. Seine Geistfreunde versorgten ihn mit Geld, damit er anderen Kindern helfen konnte, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Die anderen Kinder hielten ihn für einen guten Jungen und vertrauten ihm. Natürlich missbrauchte er dieses Vertrauen, um ihnen beizubringen, wie man mit den Toten kommuniziert. Er versuchte ihnen auch beizubringen, den Lehren ihrer Eltern nicht zu vertrauen. Glaubst du nur an Gott, weil deine Eltern dich das gelehrt haben? Hast du ihn jemals gesehen oder ist er nur ein Produkt der Fantasie deiner Eltern? Er praktizierte Magie, wie zum Beispiel zu verschwinden oder von einem 5-stöckigen Gebäude zu springen und direkt hinter ihnen wieder aufzutauchen. Er brachte hübsche Mädchen spirituell dazu, sich von ihm küssen zu lassen, und dann erzählte er den Kindern und den anderen Jungen, dass sie die gleiche Kraft haben können, wenn sie ihre Seele den Geistern übergeben. Aber wie ihr gerade gehört habt, wurden die Kinder, deren Eltern inbrünstig beteten, sowie die Kinder selbst, die beteten, beschützt. Und er war immer erfolglos, egal welche Methoden er anwandte. Er wusste, dass, wenn sie sich an ihren Herrn klammern, es nichts gibt, was er und seine Geister ihnen antun können. Als bekehrter Christ sagt Gabriel, ich habe gelernt, dass wir nur dann die Kontrolle über unseren Willen haben, wenn wir nicht aufhören, auf die Stimme des höchsten Gottes zu hören. Liebe Zuschauer, hört euch diese Botschaft an. Wenn ihr nichts anderes aus diesem Video mitnehmt, dann bitte diese Aussage. Hört niemals auf die Stimme Gottes in seinem Wort zu hören. Lasst uns an dieser Stelle des Videos 7 spirituelle Wahrheiten einfügen, die Gabriel als Kind hinter feindlichen Linien gelernt hat und von denen er später erfahren hat, dass sie in der Bibel stehen. Nummer 1. Die Dämonen mögen es nicht, wenn der Name Jesu Christi als der wahre Gott erwähnt wird, der die Anbetung jedes Geschöpfes im großen Universum verdient. Wie verhalten sie sich, wenn Menschen von Jesus sprechen und Gott die Ehre geben und den Namen und die Kraft des lebendigen Gottes und den Namen Jesu Christi anrufen? Wenn wir um Hilfe bitten oder wenn wir in seinem Namen mit Glauben bitten. Nicht nur, weil du bitten willst, nein, wenn du diesen Namen mit Glauben aussprechen willst. Dieser Name hat Kraft, er ist nicht nur einfach mächtig, sondern sehr, sehr, sehr mächtig. Wenn du mit Glauben sprichst. Aber wenn du nur sprichst, um zu sprechen, hat es keine Kraft. Aber es hat Kraft, wenn du mit Glauben sprichst. Wenn du zum Beispiel hier bist, um über Jesus Christus zu sprechen und sagst, dass er mein Leben ist, dass Jesus Christus mein Retter ist, mein Herr, und etwas stimmt nicht. Nehmen wir an, ich werde in diesem Moment von Geistern oder Hexen oder Agenten angegriffen. Aktive Agenten, die kommen, um mich zu töten oder mein Leben zu zerstören. Und ich rufe diesen Namen im Namen Jesu Christi mit Glauben, dann wirst du Jesus sehen. In dem Moment, in dem wir Jesus rufen, wird Jesus da sein. Verstehst du, was ich sage? Die Kraft mit dem Namen ist mit dem Besitzer des Namens verbunden. Selbst in diesem Moment gibt es Satanisten, die eine spirituelle Führung haben, wie Propheten, wie Pastoren, wie falsche Pastoren und falsche Propheten, die den Namen Jesu benutzen. Aber nicht mit der Kraft, nicht mit dem Glauben. Sie rufen nur, weil sie die Leute im Namen von was täuschen wollen, von Jesus. In der zweiten Offenbarung seines Buches erklärt Gabriel, dass er die andere Seite kennengelernt habe.
Christen lehren, dass nur Liebe Liebe erweckt. Sie verwiesen auch auf eine gegenwärtige Wahrheit in jedem Schritt der biblischen Geschichte und dass der Weg des Anbetungssystems der Christen im göttlichen Heiligtum liegt, wo der Schöpfer und sein Sohn wohnen. Dritte Offenbarung. Gabriel wurde gelehrt, dass das Gesetz des Schöpfers willkürlich ist und nicht befolgt werden kann. Die bösen Engel sagten ihm: Wir haben uns mit dem großen Fürsten des Lichts verbündet und gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit für die Befreiung gekämpft. Gabriels Vater, Satan, erzählte ihm, dass er einst an einem Ort mit Straßen aus Gold war und dass es dort einen anderen Fürsten gab, der vom Schöpfer mehr geliebt wurde und allein zu den Treffen mit dem Schöpfer ging und dass sie immer zusammen waren. Also protestierte ich, sagte Satan zu Gabriel. Ich wurde beschuldigt, den Frieden zu stören, also sprach ich mit anderen darüber, ein anderes Königreich zu errichten, das besser und freier war, dann wurden wir vertrieben. Ich bot den Wesen dieser Erde Freiheit und Unsterblichkeit an. Ich organisiere diesen Ort, damit er das Zentrum des Universums wird. Über die Erde gesprochen. Gabriel hörte dies von Satan selbst, nicht aus der Bibel oder dem Buch Der große Kampf. Als er später darauf stieß, wusste er es bereits. Gabriels Vater, Satan, erzählte ihm, dass er einst an einem Ort mit Straßen aus Gold war und dass es dort einen anderen Fürsten gab, der vom Schöpfer mehr geliebt wurde und allein zu den Treffen mit dem Schöpfer ging und dass sie immer zusammen waren. Also protestierte ich, sagte Satan zu Gabriel. Ich wurde beschuldigt, den Frieden zu stören, also sprach ich mit anderen darüber, ein anderes Königreich zu errichten, das besser und freier war. Dann wurden wir vertrieben. Ich bot den Wesen dieser Erde Freiheit und Unsterblichkeit an. Ich organisiere diesen Ort, damit er das Zentrum des Universums wird. Vierte Offenbarung, und eigentlich sind das keine Offenbarungen, denn Offenbarungen kommen aus der Bibel, aber das ist es, was die andere Seite weiß. Zitat: Man sollte ihnen niemals beibringen, zu denken und Logik anzuwenden, sondern vielmehr Informationen zu wiederholen und zu reproduzieren. Seite 45. Die Machtelite möchte, dass die Menschen genau das tun. Zu blinden Wiederholern der Propaganda und der Informationen werden, die uns beigebracht wurden. Wir wurden dazu erzogen, Denker zu sein, nicht bloße Reflektoren der Gedanken anderer Menschen. Es ist ein großer Kampf zwischen Christus und Satan um die Methoden, die verwendet werden, um entweder zu informieren und zu verändern oder zu täuschen. Fünfte Offenbarung. Das größte Bedürfnis des menschlichen Herzens, so wurde ihm gelehrt, ist die absolute Wahrheit. Aber die relative Wahrheit ist unsere Waffe, die wir einsetzen können, um unsere Feinde zu vernichten, die die absolute Wahrheit nutzen. Sechste Offenbarung. Es gibt einen gefallenen Engel, der daran arbeitet, Nervosität im System, Vergesslichkeit und Angst zu verursachen. Und Nummer 7 bezüglich der christlichen Schule, die er besuchte, dieser christlichen Schule der 7-Tags-Adventisten, lernte er, dass es innerhalb der Kirche, ich zitiere, diejenigen gibt, die unsere Diener sind, inmitten der 7-Tags-Adventisten. Er konnte zwischen den wahren 7-Tags-Adventisten, die wirklich Christen waren, die zu Jesus gehörten, und, ich zitiere, unseren Agenten unterscheiden. Freund, bist du ein aufrichtiger Christ oder spielst du nur eine Rolle? Gabriel lernte dann Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser und Freund kennen und ist nun ein Diener Christi. Er berichtet uns weiter von der Dunkelheit, aus der er gekommen ist, aber noch mehr, von seinem Glauben an Jesus und wie er zu dieser Erkenntnis des Herrn und Erlösers Jesus Christus gefunden hat. In seinem Buch schreibt Gabriel, dass als er noch ein Sklave dieses Systems und Diener der Dunkelheit war, einige quälende Gedanken hatte und dass er die Christen beobachtete und das Verhalten der Geister die seine Herren waren, wenn sie in der Nähe von Christen oder den heiligen Engeln waren. Was machte ihn skeptisch gegenüber diesem System, in dem er gefangen war? Ich erinnere mich, dass ich mir früher manchmal Fragen gestellt habe, weil man mir beigebracht hat, Fragen zu stellen. Der beste Weg, etwas zu erfahren, ist zu fragen. Wenn man eine gute Frage stellt, erhält man durch diese Frage das gewünschte Wissen. Frag gut, hab eine gute Frage, hat man mir beigebracht. Und die Antwort wird kommen, um deine Zweifel zu beseitigen. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich, als ich noch auf dieser Seite war, auch andere Engel gesehen habe, die Guten, durch andere Menschen, und diejenigen dienen dem Mann am Kreuz.
Und dann gibt es die, die mit uns zusammen waren, mit den Engeln, die bei uns waren. Aber manchmal, in dem Moment, in dem wir jemanden töten wollen, diese Person wurde von diesem Engel der guten Seite beschützt. Nur dieser Engel wird erscheinen, und viele Engel auf unserer Seite werden fliehen. Sie werden diese Person verlassen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ihr alle gleich ausseht. Aber ihr versucht ständig, eine Person zu töten. Aber auf dieser Seite wird nur ein Engel eine Person beschützen. Warum? Wo liegt das Problem? Haben sie mehr Macht als wir? Warum ist das so? Aber sie gaben mir keine Antwort. Sie haben mir nicht so geantwortet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich kann das auch nicht, denn wenn sie dir damals nicht antworten, kannst du nicht darauf bestehen, weil sie dich manchmal töten können. Denn für sie, für den Geist, sind wir nur Objekte. Wir sind nichts für sie. Wir haben nur in dem Moment einen Wert, in dem sie uns benutzen wollen, um etwas zu tun, wie Instrumente. Und dann, eines Tages, gingen wir in viele Länder, verschiedene Länder, um Krieg zu führen. Bürgerkrieg und spirituelle Kriege, manchmal um Menschen zu vernichten, die an Gott glauben, unabhängig von ihrer Religion. Wir sprechen hier von Nichtchristen. Wir sprechen von Religion, von Menschen, die an den wahren Gott glauben. Sie glauben nach ihrem Wissen, dass sie dem wahren Gott dienen. Das sind die Menschen, die wir töten, vernichten und einen Krieg anzetteln sollten. Es gibt ein Land, in dem man Gott sieht, wenn man den Flughafen betritt. Wir sollten diese Menschen töten, die an Gott glauben. Manchmal taten wir diese Dinge, und ich beobachtete, was sie taten, und ich sah, dass sie beteten. Sie waren dabei zu sterben, aber sie beteten. Ich möchte euch sagen, dass in diesem Moment, von dem Moment an, als wir angefangen haben, bis zu diesem Moment, viele Menschen, die an den wahren Gott glauben, sterben, weil sie an Gott glauben. Viele Menschen sterben, weil sie an Gott glauben. Und wenn ihr da sitzt und eure Bibel lest und ihr habt ein Problem, bedenkt, es gibt Menschen, die sterben, weil jene die Bibel beseitigen wollen. Man kann nicht so tun, als wäre man Christ. Satanisten können nicht so tun, als wären sie Satanisten, aber manchmal sind Christen nicht ernsthaft daran interessiert, Christen zu sein. Entweder ist man Christ oder man ist kein Christ. Ich erinnere mich, dass wir in verschiedene Länder gereist sind und an verschiedenen Zeremonien teilgenommen haben. Einige dieser Menschen waren Christen oder ernsthafte Gläubige, die an den wahren Gott glaubten. Manchmal, wenn wir sie töteten, beteten sie für diejenigen, die sie töteten. Sie beteten für sie. Und durch dieses Gebet kam der Heilige Geist zu mir und begann, mich zu überführen. Ich besuchte eine Zeremonie in Indien und sah dasselbe. Menschen, die beteten. Von diesem Moment an begann ich zu erkennen, dass es nicht gut ist, Menschen zu töten. Und ich fragte mich, warum Menschen dies tun und warum der allmächtige Gott nichts unternimmt, um dies zu beenden oder ihnen zu sagen, dass sie damit aufhören sollen. Warum sagt er nicht, dass diejenigen, die das befehlen, böse Menschen sind? Manchmal überzeugte mich der Heilige Geist davon, mich zu fragen, warum ich hier bin, warum ich das tue, wohin ich gehe, woher ich komme. Fragen wie diese. Und eines Tages. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages im Laden meines Bruders war und jemand kam, um mit mir über Jesus zu sprechen. Er war Christ und dieser Christ war Missionar. Und in dieser Mission war er mit Gott, denn der Engel, der bei ihm war, beschützte ihn vor meinem Engel, meinem bösen Engel, der bei mir war. Er sprach mit mir über Jesus und sagte, dass Jesus die Macht habe, jeden zu retten, der seinen Namen anruft,
weil er am Kreuz gestorben sei, um all diese Menschen zu retten. Jetzt wird die Geschichte noch viel besser. Bruder Gabriel erklärt in seinem Buch, dass dieser Christ der 7. Tags Adventisten ihm im Juli 2008 um 16:30 Uhr Zeugnis ablegte. Danach fragten ihn seine Geistgefährten: Warum machst du uns traurig, indem du auf die falschen Worte unserer Feinde hörst? Und als er das nächste Mal kam, sprach er über mein Leben. Jemand hatte ihm von meiner Geschichte erzählt, von mir. Aber der Engel sagte mir, ich solle nicht mit solchen Leuten sprechen. Und das tat ich auch nicht. Aber bei dieser Gelegenheit hörte ich ihn nicht, denn das Gespräch verlief ganz natürlich. Ich wollte es nicht hören, aber etwas in mir sagte, nein, hör diese Sache an. Du musst warten, warten und warten. Was er sagt, ist schön. Warte. Und ich zweifelte in meinem Inneren. Ich dachte, es ist unmöglich, dass jemand aus dieser Geheimgesellschaft austreten kann, weil sie dich töten können und sie viele Leute gesehen haben, die austreten wollten, und ich weiß, dass sie getötet haben. Und niemand kam, um zu sagen, nein, tu das nicht. Sie haben sie getötet. Und dieser Typ sagt, dass Jesus mich retten kann. Wer ist Jesus? Ist er mächtiger als Luzifer? Mächtiger als der Engel, der mich bewacht? Mächtiger als die Geheimgesellschaft? Ach, dieser Jesus. Der Typ ist verrückt. Er redet über einen Jesus, den er gar nicht kennt. Er hat keine Ahnung, wovon er spricht, aber ich habe mich gefragt, ob Jesus lebt. Wenn das, was dieser Mensch sagt, wahr ist, dann gut. So wie er gesagt hat, dass es wahr ist, dass Jesus jemand ist, der lebt, der real ist. Dann möchte ihn sehen. Ich möchte ihn sehen, diesen Jesus, und ich möchte ihn bitten, mir physisch zu erscheinen. Ich möchte ihn sehen und mit ihm sprechen. Wenn das wahr ist, möchte ich ihn sehen. Die Zeit verging. Ich dachte daran, dass ich Jesus sehen wollte, dass ich Jesus kennenlernen wollte. Aber ich machte weiter mit den Dingen auf dieser Seite, weil ich nicht weggehen konnte. Niemand kann diesen Ort verlassen, weil sie dich töten würden. Sie können deine Familie töten. Normalerweise kann niemand Nein sagen. Und ich wusste diese Dinge. Und derjenige, der sagte, dass Jesus real ist und dich retten kann, dir Freiheit geben kann, was immer du willst, weil er gestorben ist, um dir Leben zu geben. Ich wollte mit diesem einen sprechen. Bruder Gabriel, der zu diesem Zeitpunkt noch im Dienst des Feindes stand, wurde auf eine Mission geschickt, um eine Familie dieses christlichen Führers der 7. Tags Adventisten zu schikanieren. Er näherte sich diesem Haus, um das zu tun, womit er beauftragt wurde. Gabriel wird uns nun erzählen, was er gesehen und gehört hat und wie sich das anfühlte. Eines Tages erschien mir der Engel und sagte, Gabriel, du hast die Aufgabe, an diesen Ort zu gehen, um herauszufinden, mit welcher Strategie wir ihn zerstören können, um die Missionare dort zu entmutigen. Ich erinnere mich daran, als wäre es heute gewesen. Ich begab mich mit den Engeln auf die Reise. Ich ging mit dem Engel, der mich begleitete. Man schließt einfach die Augen und sie transportieren einen von hier weg. Und in einer Sekunde ist man dort. In wenigen Sekunden. Denn sie sind nicht wie wir. Es gibt keine Grenzen dafür, für unsere physische Dimension, unsere physische Zeit oder unseren physischen Ort. Und wir erschienen in der Nähe dieses Hauses, und dieses Haus war von Licht umgeben. Und jemand, der wie ein Mensch aussah, stand draußen. Nicht wie ein Engel, sondern wie ein normaler Mensch, aber anders als ein Mensch. Er war von seinem eigenen Licht umgeben, einem hellen Licht, das von ihm ausging. Ein kraftvolles Licht ging von ihm aus. Und er sagte, all diese sind meine Freude. Rührt sie nicht an. Sie gehören mir. Und wir gingen zurück. Ich und der Engel, der bei mir war. Wir gingen zurück und ich fragte, wer ist das? Er sieht anders aus. Er sieht aus wie ein Mensch, aber nicht wie ein Engel. Aber er hat sein eigenes Licht und er hat Kraft, die aus seinem Inneren kommt. Ein anderer Mensch. Ich habe noch nie einen Menschen wie diesen gesehen.
Und sie haben mir nicht so geantwortet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und von da an habe ich mich immer weiter gefragt. Ich wollte wissen, wer Jesus war. Laut diesem Mann, der mir gepredigt hat, wollte ich diesen Jesus kennenlernen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht sagen oder den Engeln zeigen, weil sie mich sonst getötet hätten. Ich konnte ihnen nicht zeigen, dass ich Jesus Christus kennenlernen wollte. Es war nur in meinem Kopf. Ich dachte manchmal darüber nach, aber nur, um es für mich zu behalten, damit sie es nicht erfahren konnten. Eines Tages war ich nachts in meinem Zimmer und ich war es gewohnt, dort im Dunkeln zu sein, weil ich kein Licht mochte. Und irgendwann sah ich ein Licht, das aus der Ecke des Raumes kam, und dieses Licht wurde immer größer. Es veränderte sich, und es war, als wäre jemand mit seinem eigenen Licht da. Zum ersten Mal verschwanden die Engel, die mich die ganze Zeit umgeben hatten. Es war, als wären sie zum ersten Mal seit meiner Geburt bis zu diesem Moment verschwunden und hätten mich verlassen. Und diese Person, dieses Licht, das da war, lähmte mich. Ich erinnere mich daran, als wäre es heute gewesen. Ich war in dem Raum und jemand war dort mit seinem eigenen Licht. Und er sah aus wie ein Mensch, aber er war kein normaler Mensch. Er war ein anderer Mensch. Er war nicht wie ein Engel, aber seine Person hatte ihr eigenes Licht. Und er paralysierte meinen Körper. Ich konnte mich nicht bewegen. Nur meine Augen waren offen. Ich konnte meine Augen weder öffnen noch schließen. Das war dieselbe Methode oder derselbe Vorgang, den wir anwendeten, wenn wir jemanden angreifen wollten. Wir lähmten dieses Mitglied und es konnte sich nicht mehr bewegen, was unsere Arbeit erleichterte. Dann fragte ich ihn in Gedanken, denn ich wusste, dass ich, wenn ich mich nicht bewegen konnte, denken konnte, weil mein Geist frei war. Wer bist du? Warum bist du hier? Was ist dein Problem? Ich stellte ihm in Gedanken viele Fragen. Aber bevor er zu antworten begann, sagte er, empfange Frieden. Als erstes empfange Frieden. Von dem Moment meiner Geburt bis zu diesem Augenblick wusste ich nicht, was es bedeutet, Frieden zu haben. Was es bedeutet, glücklich zu sein. Und den wahren Weg kannte ich nicht. Man kann sich vorstellen, dass dieses Wort wie etwas war, das etwas anderes erschuf. Nur durch sein Wort. Es hatte die Kraft, Dinge für mich zu erschaffen. Und in dem Moment, als er sagte, empfange Frieden, verschwand alles aus meinem Herzen, das in Dunkelheit und Kälte war und in dem es kein gutes Gefühl gab, das der Körper hatte. All das verschwand. Und er gab mir Frieden, ein Herz voller Frieden. Angenommen, du hast einen Plan und plötzlich erscheint eine Menge Geld auf deinem Bankkonto, sagen wir 500 Millionen $, und jemand sagt, dass dieses Geld für dich ist. Du kannst tun, was immer du willst, gemäß deinem Plan. Du wirst glücklich sein. Aber das, worüber ich spreche, geht über dieses Glück hinaus, wenn wir etwas sehr Großes erhalten, um unseren Traum zu verwirklichen. Dieses Gefühl geht über diese Emotion hinaus. Es war wie eine Frucht Gottes, etwas Neues, das ich noch nie gehabt hatte. Und ich empfand Frieden und begann zu sprechen. Etwas änderte meine Meinung, denn das Wesen in diesem Raum veränderte mein Leben. Er sprach, und das Ereignis fand statt, und ich stellte ihm weitere Fragen. Und zuvor lachte er lächelte mich an. Und bevor er zu sprechen begann, sagte er, ich habe dich für bessere Dinge erschaffen. Ich habe dich für Besseres geschaffen. Wusstest du, dass Gott dich und mich für Besseres geschaffen hat?
Nur die Sünde hat Gottes Plan zerstört. Sie hat Gottes Plan vereitelt. Aber Jesus ist gestorben, um uns für Besseres zu retten, um uns das zurückzugeben, was wir am Anfang verloren hatten. Gott liebt dich und liebt mich. Und er erschien mir, und nun begann er mir die Geschichte zu erzählen, die ich nicht kannte. Ich kannte eine andere Version, aber nun erzählte er mir die wahre Geschichte mit den Dingen, die geschehen waren. Warum dieser Kampf, wo dieser Kampf begann, warum ich traurig war, als ich auf dieser Seite stand, und warum er zuließ, dass sie Menschen töteten. Denn ich fragte, warum du nichts unternimmst. Wenn du mächtig bist, wer bist du dann? Weil ich es verstanden habe, weil mir das, was er sagte, widerfahren ist, wusste ich, dass dies der allmächtige Gott war. Vielleicht kann es der allmächtige Gott sein, der Schöpfer, denn wenn wir an den Schöpfer denken, kann der Schöpfer die Dinge durch sein Wort erschaffen. Wenn er etwas sagt, geschieht es in diesem Moment. Und in meinem Kopf sagte ich mir, das ist der allmächtige Gott. Warum erschien mir der allmächtige Gott, um mit mir zu sprechen, wenn ich nichts bin, wenn ich Staub bin? Am Ende, nachdem er mit mir gesprochen hatte und sagte, dass er derjenige war, der am Kreuz gestorben war, um mich zu retten und all jene Menschen zu retten, die an seinen Namen glauben, und dass derjenige, dem ich diente, die Dämonen und bösen Geister waren. Er wird daran denken, sie zu vernichten. Und er erzählte mir, nachdem er gekommen war, um darüber zu sprechen, wie er am Kreuz gestorben und auferstanden war. Und er stieg hinauf. Er ging in den Himmel und zeigte mir die von den Nägeln durchbohrten Stellen. Und nachdem er mir das gezeigt hatte, begann ich zu weinen, weil ich gegen meinen eigenen Vater, meinen wahren Vater, gekämpft hatte. Erinnere dich daran, dass ich selbst keinen Fehler gemacht habe, weil ich auf dieser Seite geboren wurde. Ich hatte keine Wahl, für mich selbst zu entscheiden. Alles, was sie für mich taten, ich folgte nur dem Weg, den sie für meine Geschichte vorgesehen hatten. Aber in diesem Moment weinte ich. Ich sagte, ich kämpfe gegen meinen eigenen Vater, meinen eigenen Schöpfer, und wie ich sagte, hatte er mich paralysiert. Er gab mir die Möglichkeit, von allem frei zu sein, und mein Körper war nun in Ordnung, und nach einiger Zeit sah ich zum ersten Mal lebendig aus. Wenn man jemanden sieht, der dein Herz ist, dein Ein und alles in deinem Körper, dann sagt man, wow. Man kann ihn bewundern, aber für mich war das meine erste Liebe. Ich wusste nicht, was Liebe bedeutet. Ich liebte meine Mutter nicht, meinen Vater nicht, meine Tante nicht, nichts. Ich wusste nicht, was Liebe bedeutet. Aber in diesem Moment weinte ich. Wasser kam aus meinen Augen und ich weinte. Und ich kniete mich hin, um mich zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten. Ich kämpfte gegen dich. Und jede Frage, die ich ihm stellte, beantwortete er so, wie ich es wollte, und er antwortete mehr, als ich wollte, um zu zeigen, dass er Gott war. Ich glaube das, weil ich meinen Körper nicht bewegte, ich öffnete meinen Mund nicht, aber er las meine Gedanken. Wer hat diese Kraft? Nur der allmächtige Gott, denn das habe ich auf der anderen Seite gelernt. Satan hat nicht diese Macht, meine Gedanken zu lesen. Sie können es nicht, weil sie nicht wissen können, was ich denke. Nur Gott kann das. Und ich kniete nieder. Ich bat ihn, mir zu vergeben und mich vor meinem Feind zu bewahren, denn jetzt wusste ich, dass Gott die Macht hat, mich zu retten. Und bis zu diesem Moment diene ich ihm und bin am Leben, weil er mich aus dem Reich der Finsternis gerettet hat. Jesus ist unser Retter und er kann dich retten, egal was du tust oder wo du bist. Gott hat die Macht, dich zu retten, so wie du bist, und dir Freiheit und Frieden zu schenken. Ich spreche von wahrem Frieden von Gott. Das ist es, worüber wir hier reden.
Gott liebt dich und liebt mich. Wenn man sein Buch liest und sich durch die dunklen Kapitel seiner Kindheit arbeitet, spürt man förmlich den Schmerz, die Trauer, den Konflikt, der durch den Mangel an Liebe entstanden ist. Und wenn man dann die Seiten umblättert und zu dem kommt, was Gabriel hier gerade erzählt hat, ist es, als würde eine Last von den Schultern des Lesers genommen. Man spürt diesen Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, die Gegenwart des lebendigen Jesus Christus in seinem Zimmer, der seine Gedanken liest und ihm seinen Frieden schenkt. Und einer der beeindruckendsten Momente des gesamten Buches ist, wenn der Leser immer wieder von jenen geistigen Freunden hört und davon, wie sie rund um die Uhr bei ihm sind. Sie haben ihn buchstäblich nie verlassen. Jetzt hört er Jesus sagen, dass er sein ganzes Leben lang an Gabriels Seite gewesen ist. Gabriel hat ihn nur nicht gesehen, aber er war da. Jesus sprach stundenlang mit ihm und wies Gabriel an, sich denen anzuschließen, die zu ihm gehören, die das heilige Gesetz Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Gabriel wusste bereits von diesen Christen, diesen 7-Tags-Adventisten. Ich erinnere mich, dass ich ihm mein Leben übergeben habe, damit er mich retten kann. Und ich möchte dein Jünger sein. Bitte bewahre mich vor meinem Feind. Und dann sagte ich habe Angst vor diesen Menschen, den Satanisten, dass ich niemandem von meiner Geschichte erzählen möchte, aber bewahre mich. Und er sagte, wenn ich dich sende, um etwas zu sagen, wirst du es sagen. Das sagte er mir. Und bevor er alles sagte, sagte er, ich sollte eine Bibel haben, die Heilige Schrift. Das ist sein Wort. Es kam von ihm. Lies die Heilige Schrift zusammen mit einigen Büchern. Er nannte mir die Bücher. Und ich weiß, dass alle Satanisten auf hoher und mittlerer Ebene diese Prophetin Ellen G. White kennen und dass Satanisten über den Geist der Weissagung Bescheid wissen. Sie wissen über den Geist der Weissagung Bescheid und sie wissen, wovon sie sprechen. Wenn ich über diese Sache spreche, werden alle Satanisten auf mittlerer und hoher Ebene, der Ebene, auf der ich war, die Dinge verstehen, die ich sage. Und er sagte mir, ich solle 6 Bücher lesen. Mit der Bibel 7. Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige. Das Leben Jesu. Gleichnisse Jesu, das Wirken der Apostel und der große Kampf. Und ich erinnere mich an der Weg zu Christus. Lest diese zusammen mit der Bibel, dann werdet ihr sehen, dass alles, was darin steht, euch zur Bibel führt. Und es kann euch Wissen vermitteln, mehr Wissen, um die heilige Bibel besser zu erklären oder zu verstehen. Ich liebe es, Schritte zu Christus immer wieder zu lesen. Jedes Mal, wenn ich lese, entdecke ich neue Dinge darin. Und in gute Nachricht für alle. Und noch etwas. Vom Schatten zum Licht. Ich kann es immer wieder lesen. Es ist gut, es zu lesen. Bevor du sagst, dass du das nicht magst, lies es und schau, was die Autorin geschrieben hat. Und dann kannst du einen Vergleich anstellen zwischen dem, was in der Bibel steht, und dem, was in diesen Büchern steht. Jesus gab Gabriel einen Leseplan, eine Unterweisung in seinem Wort und in der Wahrheit, indem er ihn auf die Bibel und die von ihm genannten Bücher hinwies. Doch wusste er auch etwas über die Autorin dieser Bücher? Gabriel erwähnte bereits, dass die mittleren und hohen Mitglieder der satanischen Geheimgesellschaften über die Gabe der Weissagung in der christlichen Kirche Bescheid wussten. Wussten sie aber auch etwas über die Autorin dieser Bücher, Ellen G. White? Sie wissen es, aber die Anführer beeinflussen die Gedanken der anderen Mitglieder, damit sie diese Frau hassen. Man kann niemanden ohne Grund hassen. Wenn du dies oder jenes über jemanden gehört hast, dann frag ihn oder sie. Lies das Buch, das sie geschrieben haben, und lies es selbst. Lies es, um zu sehen, ob das, was sie geschrieben haben, mit der Bibel übereinstimmt oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Denn die Satanisten wissen es. Sie sagten manchmal, die alte Frau, die Frau des Mannes am Kreuz. Was sie über diese Frau sagten, war, dass sie schrieb,
um die Menschen dazu anzuleiten, Gott zu folgen, Jesus zu folgen, die Menschen auf Gottes Kommen vorzubereiten. Wir müssen einen Charakter haben, der dem von Christus ähnelt. Wir müssen einen ähnlichen Charakter wie Christus haben, denn er kommt, um sein Volk zu holen. Und er möchte, dass sein Volk einen Charakter hat, der mit seinem Charakter im Einklang steht. Seinen Willen tun, im Einklang mit der Bibel leben. Ein Freund Jesu Christi sein. Wenn er kommt, müssen wir seine Freunde sein. Er wird kommen und wir müssen sagen können, dass er derjenige ist, auf den wir gewartet haben, dass er unser Herr, unser Vater, unser Schöpfer und unser Erlöser ist. Er ist gekommen, um uns zu retten. Jetzt werden wir mit ihm gehen. Es ist diese Frau, die darüber geschrieben hat, um die Menschen, alle Menschen, auf die Wiederkunft Jesu Christi vorzubereiten. Als Gabriel begann, die Bibel zu studieren, wie Jesus es ihm aufgetragen hatte, wuchs sein Verständnis von Erlösung und Errettung durch den Glauben. Er begann, Jesus zu lieben und ihm zu dienen. Und der 7. Tag, der Sabbat, wurde zu einem wichtigen Tag der Anbetung in seinem Leben. Doch wusste er auch schon etwas über den Sabbat, als er noch Satanist war? Und wie stehen jene dazu? Ja, ich möchte etwas sagen. Nicht nur hier in Angola, sondern auch außerhalb. Die Adventisten von vor 20 Jahren sind nicht mehr dieselben wie die Adventisten von heute. Wisst ihr, dass viele Adventisten sich von den Prinzipien Gottes abwenden? Wisst ihr, viele Adventisten wenden sich von der Lehre der Bibel ab, von der wahren Lehre Gottes. Denn Gott hat diese Bewegung dazu berufen, Prediger und Missionare zu sein, um die Botschaft der 3 Engel aus der Bibel zu verkünden. Diese finden wir in Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Dort wirst du sehen, dass Gott diese Menschen, die er als ein bestimmtes Volk bezeichnet, nicht nur deshalb auserwählt hat, weil er nur diese Menschen hat. Denkt daran, dass Gott viele Schafe hat. Schafe aus verschiedenen Orten. Aber zu jeder Zeit, in allen Generationen. Gott hat ein Volk berufen, ein bestimmtes Volk für eine bestimmte Mission, um Gott zu vertreten und zu predigen oder den Menschen zu erzählen, was in dieser Generation wahr ist. Und Gott bittet diese Menschen, nicht weil sie seine einzigen Schafe sind, sondern speziell diese Menschen wegen ihrer Mission. Aber Gott hat Menschen in verschiedenen Religionen, an verschiedenen Orten. Aber er hat in allen Generationen, wie Israel. Die Israeliten waren das Volk Gottes, das besondere Volk Gottes. Aber Gott hatte nicht nur Menschen in Israel, er hatte auch andere, sogar in anderen Ländern. Er fand Menschen, die an Gott glaubten, an den wahren Gott, die den wahren Gott an verschiedenen Orten verehrten. Wir können diese Geschichte in der Bibel finden. Dort werden wir diese Dinge finden. Und in unserer Zeit ist es genauso. Es gibt Menschen, viele Menschen, die an Gott glauben, an verschiedenen Orten. Aber die Adventisten und auch andere Kirchen wissen es. Selbst unsere Freunde aus der katholischen Kirche sagen, dass die Protestanten, die wir derzeit kennen, die Adventisten sind. Und andere sind keine Protestanten. Warum? Wegen des Prinzips. Wenn man sich die Geschichte in der Bibel ansieht, wird man feststellen, dass alle Menschen den Sabbat, den 7. Tag nach der Schöpfung, einhielten. Und Gott zu folgen bedeutete, diesen Tag zu halten. Und Gott an diesem Tag anzubeten, nicht um den Tag anzubeten, sondern um Gott an diesem bestimmten Tag anzubeten. Um Gott als den Schöpfer anzuerkennen. Dieser Tag ist der Tag, an dem wir anerkennen, dass wir die Schöpfung eines einzigen Schöpfers sind und ihn an einem bestimmten Tag anbeten. Wir können ihn zwar jederzeit anbeten,
Das ist wahr. Von Sonntag bis Freitag, aber am Samstag müssen wir ihn anbeten. Denn das ist der bestimmte Tag, den er bestimmt hat. Und er hat gesagt, dass dieser Tag heilig ist und dass wir ihn halten und uns an ihn erinnern sollen, weil ich der Schöpfer bin. Ich bin der Eigentümer der Schöpfung. Ich bin der Eigentümer deines Lebens. Es ist dieser Tag, nicht der erste Tag. Und wir wussten das, bevor ich von dieser Geschichte wusste. Und Jesus hat mir nicht gesagt, ich solle in die Kirche gehen. Nein, er hat mir nichts davon gesagt, aber ich wusste, wohin ich gehen sollte. Als Christ glaubt Gabriel an einen Schöpfergott. Selbst die Geister, die ihn großzogen, zeigten ihm alle Früchte des Baumes und die Kartoffeln und sagten, dass der Schöpfer sie erschaffen habe. Also glaubte er an viele Dinge, die er jetzt immer noch glaubt. Aber seine Loyalität hat sich natürlich zu Jesus Christus hin und gegen Satan gewandelt. Aber was wusste und glaubte Gabriel damals als Kind darüber, was nach dem Tod geschieht? Und wo leben die Toten? Spuken sie in Häusern rum? Sind das tote Menschen? Was wusstest er als Satanist in seiner Kindheit über diese Dinge? Alle Satanisten, die sich auf der hohen Ebene befinden, wissen es. Nur diejenigen auf der niedrigen Ebene wissen es nicht, denn jede Ebene hat ihr eigenes Wissen. Sie werden dir die Augen öffnen, je nachdem, wie du dich entwickelst und von einer Ebene zur nächsten aufsteigst. Aber auf dieser Seite gibt es eine Ebene, auf der jeder weiß, wem er dient. Jeder weiß, dass jemand, der stirbt, für immer stirbt, bis wir am Ende auferstehen, wenn Gott es zulässt. Und dann erinnere dich an dieselbe Lüge, die Satan erzählte, als Gott sagte, wenn ihr eines Tages von den Früchten dieses Baumes esst, werdet ihr sterben. Und Satan sagte, ihr werdet nicht sterben. Das heißt, ihr seid unsterblich. Ihr werdet nicht sterben, ihr könnt essen. Und sie aßen und sie starben. In diesem Moment sind sie nicht am Leben, auch wenn wir sehen können, dass Menschen sterben. Aber für sie gibt es eine Gruppe von Engeln, eine bestimmte Gruppe von Engeln, die wir die Gruppe der Engel nennen, die Geister der vertrauten Geister oder Freundesgeister. Diese Geister sind zahlreich. Sie sind sehr zahlreich. Ich würde sagen, es gibt mehr als 10 Milliarden Engel dieser speziellen Gruppe. Diese Gruppe, von der ich spreche, kann mehr als 10 Milliarden dieser Engel umfassen, die eine andere Funktion haben. Sie haben nur die Fähigkeit und die Kraft, sich zu verwandeln. Und diese Menschen, die gestorben sind, oder sogar ein Tier, es gibt Menschen, die Tiere so sehr lieben, wie Hunde, Katzen, jede Art von Tier, das man so sehr liebt. Und vielleicht ist dieses Tier oder die Person, die man so sehr liebt, gestorben. Und dann möchte man mit ihnen sprechen, weil man diese Person vermisst und manchmal an sie denkt. Und diese speziellen Engel sind Spezialisten. Sie haben die Fähigkeit und die Kraft, sich in alles zu verwandeln, in jede Person, jedes Tier, das gestorben ist. Es war lebendig, ist aber vor langer Zeit gestorben, um den Menschen, die noch leben, zu erscheinen und zu sagen, ich lebe an einem Ort im Himmel und es ist in Ordnung, mit Menschen oder mit den Lebenden zu sprechen. Ich erinnere mich an die Geschichte hier in Afrika. Selbst auf dieser Seite glaube ich, denn auf dieser Seite gibt es Menschen auf derselben Ebene, aber sie leben gemäß ihrer Kultur, die dort existiert. Hier ist es genauso, wie wir glauben, dass jemand, der stirbt, erscheinen kann, oder man glaubt, dass er gehen kann. Wenn er gut war, kann er in den Himmel kommen, oder wenn er schlecht war, kommt er in die Hölle. Das ist das Wissen, an das die Menschen glauben, es kommt von sehr weit her. Und Satan und diese Gruppe von Engeln sind Spezialisten darin, diese Sache im menschlichen Geist oder im Menschen zu bewahren, diese Tradition überall zu bewahren. Aber das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ich erinnere mich, als mein Onkel meinen Cousin an einen anderen Ort verkauft hat, in eine andere Provinz.
Und sie wollten zeigen, dass dieser gestorben ist. Sie haben etwas gemacht, das wie Gedankenkontrolle oder Hypnose aussah. Eine Illusion. Eine Illusion, diese Magie, die sie angewandt haben, die der Engel angewandt hat, um alle Menschen, die meinen Cousin kannten, zu täuschen. Aber ich und andere Menschen, die Teil des Pakts waren, die Teil der Geheimgesellschaft waren, ihre Augen, wir hatten unsere spirituellen Augen geöffnet. Weil unsere spirituellen Augen geöffnet waren, konnten wir Dinge sehen. Und dann sahen normale Menschen, dass mein Cousin tot war. Dort gestorben. Aber wir sahen, dass es ein Tier war, das dort lag. Es war ein Tier. Aber der Engel, der Geist oder die Engel, von denen ich spreche, diese Engel manipulierten die Sicht aller Menschen, so dass sie eine Person sahen. Und sie nahmen diese Person mit und gingen zum Grab. Sie dachten, das sei mein Cousin, aber das war nicht mein Cousin. In Wirklichkeit war es nicht mein Cousin, es war ein Tier und mein Cousin war an einem anderen Ort. Sie manipulierten ihre Gedanken mit Hilfe von Hypnose. Sie manipulierten seine Gedanken, damit er an den Ort zurückkehrte, von dem er gekommen war. Versteht ihr? Und dort lebte er wie ein Sklave. Er arbeitete wie ein Sklave. Das ist der Prozess, einer der Prozesse, die hier stattfanden. Und schwarze Magie. Und noch etwas wie Unterhaltung. Unterhaltung ist etwas, das deinen Geist beschäftigt, deinen Geist zerstört, dich von den besseren Dingen ablenkt. Und die besseren Dinge sind, dass du jederzeit mit Gott verbunden bist. Du kannst tun, was du willst, aber du musst dich an das halten, was der Schöpfer erlaubt, was sicher ist. Du musst dich fragen, ob Gott glücklich wäre, wenn du diese Sache tust. Wenn nicht, dann tust du es nicht. Aber Unterhaltung kann dies zerstören. Du kannst tun, was du willst, und deinen Geist zerstören. Dein Geist wird mit vielen Informationen überflutet sein, aber diese Informationen sind nicht gut für deine Erlösung, verstehst du? Denn du wirst nicht über das Wissen für deine Erlösung nachdenken. In seinem Buch fordert Gabriel uns alle auf, alle weltlichen Medien aus unseren Häusern zu entfernen. Diese Medien ermöglichen Geistern den Zugang zu ihrem Haus. Aber zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir aufgrund der Technologie sprechen, haben wir jetzt Kanäle. Wir haben viele Kanäle. Und es gibt unterschwellige Botschaften nur für Kinder, auf die nur Kinder reagieren und die sie verstehen, wie Zeichentrickfilme. Tiere werden heutzutage so gestaltet und andere Leute und die anderen Kanäle, die für Kinder gedacht sind. Sie werden feststellen, dass diejenigen, die diese Programme geschrieben haben, Satanisten sind. Und das ist nur Psychologie, damit Kinder es verstehen. Die Botschaft richtet sich an die Kinder, damit sie kommunizieren. Wenn du zu Hause zusiehst, wenn das Kind alleine zusieht, wirst du sehen, dass es anfängt, das zu wiederholen, was es lernt, weil es aus diesem Programm lernt, aus dem Cartoon, den es sieht. Und der Engel kann ihm in diesem Moment zu Hause erscheinen, um ihm zu befehlen und zu sagen, dass es das tun soll, was es gelernt hat. Und es wird anfangen, es zu tun. Das ist der Grund, warum viele Menschen fragen, warum ändern sich meine Kinder in ihrem Charakter? Er hat sich verändert. Er tut dies, er tut das. Das liegt daran, dass er mit dem Dämon spricht. Er spricht mit den bösen Engeln in seinem Haus aus dem Programm, das er im Fernsehen, auf YouTube oder Google sieht. In seinem Buch enthüllt er insgesamt 10 Dinge über die Medien. Sehen wir uns die restlichen 9 an. Nummer 2: Besessenheit durch Geister in Hollywood. Er erklärt, dass in Hollywood die Hauptdarsteller vor den Dreharbeiten sogenannte aktive Agenten sind, die sich offiziell den Geistern verschrieben haben. Beim Schauspielern nutzen die Geister die Schauspieler dann bewusst als Medien.
Lasst die große Religion der Unterhaltung die Häuser der weniger Privilegierten erreichen, denn in dieser sozialen Kategorie finden wir die größte Anzahl von Gläubigen an ihn, der lebt, um zu lieben, und wir werden ihnen die Götter der neuen Ära für ihre Kinder, ihre Jugend und ihre Frauen geben, damit sie unsere Stars verehren, jeder nach seinem Vorbild, und damit sie aus dem Leben der realen Welt herausgenommen werden und in der irrealen Welt, der imaginären Welt, leben. Und damit sie bewusst und unbewusst unsere Götter verehren und ehren und die Geister verherrlichen. Nummer 3. Falsche christliche Anbetung. Wir werden sie von der rationalen Anbetung wegbringen und sie zur emotionalen Anbetung führen. Wir werden sie die Erregung der Erlösung durch emotionale Ekstase, mentale und spirituelle Hypnose und durch emotionale Verzückung spüren lassen. 4. Tatsache über die Medien ist die Umkehrung der Moral. Die Medien haben zugegeben, dass sie die Moral und die spirituellen Werte umkehren, ebenso wie die Wissenschaft der Männer und das Bildungssystem. Das Lehrsystem oder Bildungssystem, sagten sie, gehöre den Geistern, und sie diktieren die Regeln. Man sollte ihnen niemals beibringen zu denken und logisch zu argumentieren, sondern vielmehr Informationen zu wiederholen und zu reproduzieren. 5. Einblick in die Medien. Sie versuchen, die Lebensmittel, die Luft, die Städte, die Schulen und die Nachrichten zu kontrollieren. 6. Von Satan benutzte Schreiber. Ich habe auch Autoren begleitet, die Geschichtsbücher und wissenschaftliche Bücher aller Art geschrieben haben, inspiriert und benutzt von den Geistern als Medien. Sport ist eine Religion, die größte der Welt. Er vereint seine Anhänger in einem einzigen Gedanken und einem einzigartigen Gefühl der Verehrung für den Gott des Sports, Luzifer. Die Mannschaften repräsentieren Armeen. Das Spielfeld ist das Heiligtum. Die Spieler sind Götter, die Schiedsrichter sind die Priester. Die Fans sind die Anhänger. Und die Geister säen in den Fans Gefühle wie Neid, egozentrische Eifersucht, Hass, mörderische Gedanken, Blasphemie, emotionale Ekstase, Feindseligkeit, Stolz, Arroganz, Gier, Wut, Ungeduld, mangelnde Selbstbeherrschung und übermäßiges Vertrauen in ihre Idolstars. So werden sie zu Sklaven des Systems. Sie beginnen, einander zu hassen, ohne überhaupt den Grund für ihren Hass in ihren Herzen zu kennen. Die Religion des Sports habe die meisten Anhänger auf der Welt, sagt er uns, weil sie Barrieren abbaut. Die Satanisten weihen sogar die Fußballplätze den Geistern, nachdem sie gebaut wurden. Nummer 8. Fiktionen oder Theaterstücke, Filme, Romane sind Mittel, die dazu dienen, Werte umzukehren und den Frontallappen jedes Menschen zu zerstören, um ihn wieder aus der realen und wahren Welt herauszureißen und ihn in die imaginäre und unwirkliche Welt zu führen. Und sie werden dazu benutzt, Luzifer als den Guten, als den wahren Christus darzustellen und Jesus als den Bösewicht. Nummer 9. Musik. Als Kind war es Gabrielles Aufgabe, Kinder zu beeinflussen, unter anderem durch Musik. Kein anderes Mittel ist so gefährlich, um negativ zu beeinflussen, wie Musik. Musik vereint Gedanken und unterschiedliche Glaubensrichtungen. Die Musik, die Menschen hören, bestimmt das Bild, das sie von ihrem Gott haben. Die Musik zu verändern bedeutet also auch, die Wahrnehmung der Menschen davon zu verändern, wer Gott für sie ist. Musik ist eine sehr mächtige Waffe, die wie nichts anderes die Fähigkeit hat, Gedanken schnell zu verändern und Gefühle zu transformieren. Nummer 10. Die digitale Revolution. Das Internet mit seinen sozialen Netzwerken, Videospielen usw. gilt als die mentale Droge des Jahrhunderts, geschaffen, um den Verstand von Kindern und Jugendlichen zu zerstören, insbesondere von Kindern gläubiger Christen. Wenn sie tief in diese Laster versunken sind, haben sie keine Zeit mehr, die Heilige Bibel zu studieren, auf Gott zu hören, zu beten, Gott ihre Schwächen und Kämpfe zu bekennen und in der Gnade zu wachsen. Ihr Geist wird vergiftet und sie werden zu Anbetern unserer Götter. Gabriel wurde gesagt, dass es sich dabei um unsere Influencer und Stars handelt. Das sind also einige der Informationen, die ihnen durchgesickert sind. Aber wie wäre es mit 15 weiteren Dingen zu anderen Themen, die Gabriel hinter den feindlichen Linien gelernt hat? Nummer 1. Ein Jesuitenpriester war auch Anführer ihres satanischen Kultes. 2. Er traf Pastoren verschiedener christlicher Konfessionen, die heimliche Pakte mit den Geistern schlossen, um die Kräfte zu erlangen, die sie sich wünschten. 3.
Mir wurde beigebracht, dass der beste Weg, Menschen zu versklaven, darin besteht, sie durch ihre religiösen, kulturellen, philosophischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Überzeugungen gegeneinander in den Krieg zu schicken. 4. Wir säen Gefühle der rassischen Unterlegenheit und Überlegenheit, damit sie sich gegenseitig hassen. Wir schaffen Kriege, lernte er. 5. Sie wollen die Weltbevölkerung verringern und eine neue Weltordnung durchsetzen. 6. Sie nehmen in gut versteckten Labors, in denen Gifte, Drogen und Krankheiten hergestellt werden, genetische Veränderungen an allen Lebewesen vor. 7. Sie haben die Herrschaft über alles und alle Weltführer, mit Ausnahme der 7-Tags-Adventisten, die sie als ansteckende und gefährliche Epidemie bezeichnen. Sie sind unsere schlimmsten Feinde. 8. In Afrika wurde ihm erneut beigebracht, dass die kontaminierten Lebensmittel speziell für diejenigen auf der anderen Seite der Welt bestimmt sind, um ihre mentale und spirituelle Kraft zu schwächen, damit sie sich unserem Ziel, dem Ziel der satanischen Mächte, nicht widersetzen können. Wir werden gleich näher auf Ernährung und Lebensstil eingehen. Nummer 9. Wir werden Ihnen beibringen, dass der Mensch das Recht hat, nach seinen eigenen Gesetzen zu leben, so zu leben, wie er will, den Tag zu halten, den er will. Aber unser selbstgewählter Tag, nämlich der Sonntag, wird der einzige sein, den alle Menschen auf der Welt halten müssen. Nummer 10. Christen zu töten war in der Vergangenheit Zeitverschwendung. Wir haben gelernt, sie spirituell zu töten, ihren Glauben durch Hunger, Schmerz, Leid und Epidemien zu zerstören. Nummer 11. CFM ist ein Akronym, das er von seinen Meistern gelernt hat und das für Überzeugungen, die auf Mythen beruhen, steht. Der effektivste Weg, den menschlichen Geist zu versklaven, so wurde ihm gesagt, sei durch die religiösen, kulturellen, philosophischen, politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Überzeugungen oder Glaubenssätze der Menschen. 12. Das System der Täuschung wurde sorgfältig von Generation zu Generation bewahrt. Er sagt, es sei an einem sehr geheimen Ort auf der Erde versteckt, in einer Stadt namens die wahrsagende Schlange oder die Stadt der 7 Hügel. Der höchste Thron Luzifers befinde sich in Europa, wurde ihm gesagt. Nummer 13. Die politischen Führer werden von den Geistern ausgewählt, und wenn sie regieren, müssen sie nach dem Willen der Geister handeln. Ihr Ziel ist es, an Orten, an denen zuvor Frieden und Harmonie herrschten, zivile und spirituelle Kriege anzuzetteln. Nummer 14. Sie erwähnten häufig soziale Revolutionen, um die letzte Generation auf das Kommen des großen Meisters vorzubereiten, sexuelle Revolutionen, legale und illegale Drogen, die Umkehrung der absoluten Wahrheit der Heiligen Bibel und für Christen die Einführung verschiedener Lehren, die auf relativen Wahrheiten basieren, sowie, wie wir bereits erwähnt haben, die Verlagerung der Verehrung von rationaler zu emotionaler Verehrung. Und Nummer 15. Prominente Politiker, Wissenschaftler und religiöse Führer sind die unglücklichsten Menschen auf dem Planeten. Als er als Kind von den Geistern und den Geisteranbetern aufgezogen wurde, ließen sie ihn einen sehr strengen Lebensstil mit Ernährung und anderen Lebensstilfaktoren führen. Er erklärt, dass der Grund dafür ist, dass der Charakter durch das geprägt wird, was man sieht, hört, isst und trinkt. Er sagte, mein Körper war ein Tempel für die Geister. Gabriel hatte für die andere Seite gearbeitet und gedient. Er ist wahrscheinlich die beste Quelle, um diese Frage zu stellen. Wie können die Zuschauer die Methoden besser verstehen, die der Widersacher anwendet, um uns abzulenken, zu entmutigen, zu verführen, zu täuschen und einfach nur unsere Gedanken zu verwirren? Er erzählt uns etwas über die Methoden, die von den Geistern und den aktiven Agenten dieser Welt, also Menschen, die ihre Werkzeuge sind, von ihnen in den Medien und überall angewendet werden. I want to say even the same method that Satan is using at this moment, up to this moment, he used with Adam and Eve, he used with Daniel, and he used it to Jesus too. The same temptation. Remember, 3 temptations, 3 big temptation. Okay, but look like small, but it's look like it's simple, but it's big to control our mind, like appetite or no self-control. Okay, or no self-control is big problem. They're using this method how to create in us a human being not self-control. Okay,
you don't know how to control yourself, to do things. They are specialists to create, to use this method, how to create in a human being not self-control. Hier sind also 12 weitere Erkenntnisse. Es handelt sich um 12 Lebensregeln, die ihm beigebracht wurden, um seine geistigen Kräfte zu maximieren. Diese werden denjenigen bekannt vorkommen, die Bücher wie Ministry of Healing gelesen haben. Erstens, regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft, viel Kontakt mit der Natur, Sonnenbaden und Morgengymnastik. Zweitens, kein Alkohol, keine raffinierten Lebensmittel, keine kontaminierten Lebensmittel, keine künstlichen Lebensmittel. Drittens, die Sklaven müssen minderwertige Lebensmittel essen, damit sie uns weiterhin dienen. Sie werden nicht erkennen, dass sie unsere Sklaven sind und dass wir existieren, wurde ihm gesagt. Viertens, das Frühstück war die reichhaltigste Mahlzeit des Tages. Fünftens, nicht zu viel essen, sonst verfault das Essen in dir. Sechstens, iss nur 3-mal am Tag. Und die 3. Mahlzeit sollte einige Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden und nur aus Obst oder einer leichten Suppe oder gentechnikfreiem Getreide bestehen. 7. Iss zu festen Zeiten und kaue gut. 8. Trinke Wasser 1 bis 2 Stunden nach dem Essen und 30 Minuten vor dem Essen, nicht während des Essens. Nummer 9. Die Lebensmittel wurden richtig kombiniert, damit sie sich im Magen nicht in Alkohol verwandelten. Nummer 10. Spätes Essen beeinträchtigte die Fähigkeit, richtig zu denken. Er lernte, dass die Verdauungsprozesse am Abend anders ablaufen als früher am Tag. Nummer 11. Tierisches Eiweiß ist zweitklassiges Eiweiß, egal ob rotes oder weißes Fleisch. Es war ein großes Gift für alle Organe. Ihm wurde beigebracht, mein Magen ist kein Friedhof für Tiere. Nummer 12. Nur natürliche Vollwertkost aus dem Boden ist am besten geeignet, um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten im Dienste des damaligen Meisters zu maximieren. Nun jedoch für den richtigen Meister. Zu dem Zeitpunkt, als Gabriel Christ geworden war, sind seine damaligen Geistbegleiter, die ihn großgezogen haben, vor Jesus geflohen. Doch haben sie je versucht, zurückzukehren? Wie war das danach nach seiner Bekehrung? Sie tauchten oft auf. Wenn ihr das letzte Kapitel, Kapitel 7, lest, werdet ihr feststellen, dass der Titel Kampf gegen die bösen Geister lautet. Nun habe ich diese Seite verlassen und mein Leben Jesus gewidmet. Damit begann ein neues Problem. Der Kampf, weil sie wollten, dass ich zu ihrer Seite zurückkehre. Aber ich habe mich für eine andere Seite entschieden. Nun war ich bei Gott. Wisst ihr, bei Gott zu sein bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt. Manchmal bedeutet es sogar mehr Probleme. Aber inmitten dieser Probleme schenkt Gott dir Frieden. In Johannes Kapitel 14, Vers 27 sagt Jesus, ich gebe euch Frieden, aber nicht so, wie die Welt ihren Kindern Frieden gibt. Ich gebe euch Frieden, der eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Dieser Frieden, wie in der Geschichte von Hiob, der litt. Er machte viele Probleme durch, die man sich nicht vorstellen kann. Wenn du ein Kind verlieren würdest, würdest du viel weinen, aber 10 Kinder gleichzeitig zu verlieren, die du so sehr liebst. Manchmal lesen wir nur und denken nicht darüber nach, was passiert ist oder über das Problem. Mit Gott zu sein bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt. Aber er sagte, ich werde inmitten der Probleme bei dir sein. Ich werde dir etwas geben, das die Welt dir nicht geben kann. Selbst Geld kann dir keinen Frieden geben. Du gehst ins Bett, du schläfst, aber du hast ein Problem. Aber du schläfst, als hättest du keine Probleme. Siehst du den Unterschied? Du hast ein Problem, aber wenn Gott bei dir ist, wirst du schlafen und dich ausruhen. Du wirst ihm vertrauen, denn mein Problem ist nicht mein Problem. Mein Problem ist das meines Vaters. Und mein Vater beschützt mich und kämpft für mich. Er ist bei mir. Das ist es, was ich gerade durchmache. Ich bin nicht allein. Ich bin bei meinem Schöpfer. Und das ist besser. Ich mache gerade viele Dinge durch, sogar in diesem Moment, in dem ich spreche. Aber ich weiß, dass Gott bei mir ist. Verstehst du? Bei Gott zu sein, ist eine andere Ebene.
Ich glaube, dass Gott real ist. Gott ist wahr. Jesus ist mein Freund und er kann auch dein Freund sein. Aber wie zu erwarten war, wurde er von seiner Familie und seinen Freunden abgelehnt. Er verarmte, bis er schließlich nichts mehr zu essen hatte. Die Dämonen versuchten mehrfach, ihm das Leben zu nehmen, aber er wurde beschützt. Er wurde regelmäßig vergiftet, überlebte jedoch. Die Geisteranbeter fragten: Wie konntest du nicht sterben? Sogar Luzifer stattete ihm einen weiteren Besuch ab, und Gabriel forderte ihn im Namen Jesu auf, zu gehen. Und Satan sagte: Du wirst sehen, was es bedeutet, gegen mich zu kämpfen. Und ging. Als Gabriel sein Zeugnis zum ersten Mal auf Portugiesisch niederschrieb, erzählt er uns: Einige lachten mich wegen dieses Interviews aus, andere wandten sich von mir ab. Ich wurde von einigen herabgewürdigt und von anderen umarmt. Ich verlor Freunde und Gefährten. Die Leute auf der Straße redeten schlecht über mich. Er bat sie, es aus dem Internet zu löschen, weil er von seinen Freunden und seiner Familie verlassen wurde. Er erzählt uns: Ein gottesfürchtiger Mann ermutigte mich und sagte: Du wirst von Gott für einen wunderbaren Dienst mit Jesus Christus gebraucht werden. Hab keine Angst. Habe den Mut, dich den Menschen zu stellen, die dich herabsetzen und beschuldigen. Du bist gesegnet und gehörst zu Jesus Christus. Unser Herr wurde, als er hier auf Erden war, von vielen verachtet und gehasst und von wenigen geliebt. Gabriel sagt: Ich blieb ruhig und war bereit, mich den Menschen zu stellen, die mich herabsetzten und hassten, ohne zu wissen, warum. Ich verlor Freunde und Familie, aber mein Herr und Erlöser Jesus Christus schenkte mir neue Freunde und eine neue Familie. Gegen Ende des Buches gibt es viele Wunderberichte über seinen Dienst für Gott in den letzten Jahren, die ich Ihnen allen ans Herz lege, aber ich möchte Ihnen eine der Geschichten erzählen, die mir besonders aufgefallen ist. Er hatte einen Traum, in dem ein Mann am Morgen zu ihm kam, um ihn auf seine Farm einzuladen. Und in seinem Traum wurde ihm gezeigt, dass dieser Mann ihn töten würde, wenn er die Einladung annähme, und dass niemand da sein würde, um ihm zu helfen. Und genau das geschah am nächsten Morgen. Es war sein Onkel, der als regionaler Führer der römisch-katholischen Kirche die Messe hielt, wenn der Priester nicht verfügbar war. Sein Onkel war genau wie der Mann in seinem Traum gekleidet. Der Heilige Geist sagte ihm: Geh nicht hin. Und sein Leben wurde verschont. Wir haben zwei verschiedene Arten von Agenten. Aktive Agenten Satans und passive Agenten Satans. Aktive Agenten Satans sind Menschen, die glauben, dass sie mit dem Geist eher verbunden sind. Sie haben ihre Seele an Satan verkauft. Sie wissen das. Manchmal haben sie eine Verbindung und wissen, dass sie dem Bösen dienen. Auf der anderen Seite gibt es eine weitere Gruppe von Menschen, die ebenfalls Agenten sind, nämlich die passiven Agenten. Diese passiven Agenten tun alles, um den Namen Satans und die bösen Geister zu verherrlichen. Sie tun alles, was böse ist, aber sie wissen nicht, dass sie dem Bösen dienen. Auf der anderen Seite gibt es eine weitere Gruppe, also zwei verschiedene Gruppen. Und auf der Seite Jesu gibt es diejenigen, die aktive und passive Agenten Christi sind. Einige von ihnen wissen, dass sie eine Verbindung zu Gott haben, wie Christen, wie religiöse Menschen. Und sie wissen, dass sie Bücher wie die Bibel haben, Bücher, die sie lesen müssen, um mit Gott zu kommunizieren. Und es gibt andere Menschen, die bei allem, was sie tun, auf den Heiligen Geist hören, dass der Heilige Geist in ihrem Geist zu ihnen spricht. Nur Gutes zu tun, der Heilige Geist spricht zu ihnen. Wir wissen nicht, dass sie Dinge tun, um Gott zu verherrlichen. Wie jene Menschen, die noch nie von Gott gehört haben, noch nie von Jesus gehört haben. Aber der Heilige Geist ist in ihren Gedanken und er leitet sie und sagt ihnen: Mein Sohn, das zu tun ist falsch. Tu das nicht. Tu das, was gut ist. Sie tun Dinge, weil sie Nachfolger sind. Jetzt muss ich Gutes tun. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Sie folgen dem Heiligen Geist, ohne zu wissen, dass sie Gott folgen. Matthäus Kapitel 7, Vers 24, 25, 23.
wo Jesus eines Tages sagte, eines Tages wird der Tag kommen, an dem viele Menschen sagen werden, wir haben alles in deinem Namen getan, wir haben dies getan, wir haben das getan. Aber Gott wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Wo? Geht weg von diesem Ort, denn ich habe euch nie gekannt. Gabriel erwähnte bereits, dass Jesus ein wenig mit ihm über den großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Widersacher und ihm selbst erzählt hat. Das war aber auch etwas, worüber er bereits ein wenig Bescheid wusste. Er kannte Satans Seite der Geschichte, die Lügen von demjenigen, der sich seinen Vater nannte. Doch er war nicht sein Vater. Er wurde nicht von ihm erschaffen. Es waren alles Lügen. Was hat er über diesen Konflikt gelernt? Von dem, was im Himmel passierte. Wer war Satan, als er noch ein heiliger Engel im Himmel war? Und was hatte er von Jesus darüber gelernt? Was weiß er aus der Bibel darüber? Einige dieser Dinge wusste er ja bereits vorher, nur mit einer falschen Interpretation. Was ich von ihm gelernt habe, war, dass er mir erzählte, wer der Morgenstern war. Er war ein mächtiger Engel im Himmel. Aber er war verwirrt wegen Michael, dem Erzengel. Gott in Gestalt des Engels, den wir Michael nennen, wird in der Bibel Michael genannt. Dieser war Gott in Gestalt eines Engels. Unter ihm war Luzifer und über Luzifer, über dem Morgenstern, war Michael. Michael war Gott in Gestalt eines Engels, aber der Morgenstern, den wir Luzifer nennen, war mächtig. Über ihm standen nur Michael und Gott. Der allmächtige Gott, das heißt, er hat Macht. Er hatte viel Macht aus sich selbst heraus, denn über ihm stand nur Michael, den wir Gott in Gestalt eines Engels nennen. Und Jesus Christus ist ein Mensch, er ist Gott in Gestalt eines Menschen. Und er dachte, dass Michael ein Engel wie er sei. Warum hatte er das Privileg, dort zu sein? Und er schuf alles, aber er wusste nicht, dass Michael Gott ist, der ihn erschaffen und ihm diese Macht gegeben hatte. Er wollte wie er sein, verehrt werden, das wollte er, und er wollte ein anderes Königreich erschaffen. Und Gott erlaubte ihm, dieses Königreich zu erschaffen. Es war der Ort, an dem ich war. Und ich erinnere mich, dass er sagte, du kannst aus deiner eigenen Erfahrung bezeugen, dass du ein Mitglied dieses Königreichs warst, das er erschaffen hat. Und du weißt, dass das, was sie tun, nicht gut ist. Der Grund, warum du mich in deinen Gedanken gefragt hast, weil das, was du tust, nicht gut ist. Denn in diesem Königreich gibt es nur Böses. Und ich habe dir erlaubt, viele Menschen von meiner Seite zu töten, weil es dasselbe ist wie mit einem Samenkorn. Wenn ein Samenkorn in die Erde oder in den Sand fällt und nicht stirbt, bedeutet das, dass es keine Frucht trägt. Aber um einen anderen Samen zu produzieren, um eine andere Frucht zu produzieren, muss dieser Samen sterben. Wenn ein Samen stirbt, werden viele andere Samen daraus entstehen. Der Grund, warum viele Menschen auf meiner Seite gestorben sind, ist, dass ich es zugelassen habe. Der Grund, warum viele Menschen zu mir kommen, ist, dass sie wissen wollten, warum diese Menschen in Frieden sterben. Und sie wollten auch diesen Frieden haben. Ich habe zugelassen, dass diese Menschen, diese bösen Menschen, meinem eigenen Volk das antun, weil ich weiß, dass sie im Sterben schlafen und dass ich sie eines Tages, wenn ich zum zweiten Mal komme, zu mir holen werde. Und ich werde nicht nur sie holen, ich werde sie und die anderen holen, die an sie glauben und so sein wollten wie sie, als sie starben.
Und er erzählte mir viele Dinge über den wahren Charakter Luzifers und dass das, was ich gelernt habe, nicht wahr ist. Denn ich habe gelernt, dass dieser eine, der Mann am Kreuz, böse war. Der Böse. Derjenige, der unser Königreich zerstören wollte. Der unser eigenes Leben zerstören wollte und meinen Vater und die anderen Geister zerstören wollte, weil er egoistisch ist. Er ist egoistisch. Er wollte töten, unser Königreich zerstören. Und das ist der Grund, warum wir gegen seine Idee kämpfen. Aber von dieser Seite, als ich ihn traf, Jesus, erzählte er mir nichts davon. Er sagte nichts Schlechtes über diese Seite. Zum Abschluss möchte ich fragen, sind wir nicht auch von der Gnade unseres Herrn Jesus beeindruckt? Es ist einfach ein wunderschönes Bild seines liebevollen Charakters. Und wenn wir über einige Dinge nachdenken, die Gabriel gesagt und auch nicht gesagt hat, dann hätte er ein Enthüllungsbuch schreiben können, in dem er alle Globalisten, all diese ruchlosen Menschen bloßstellen hätte können. Er hätte Namen nennen und alles offenlegen können, aber das hat er nicht getan. Genau wie Jesus nicht da war, um anzugreifen und anzuklagen. Von allen geschaffenen Wesen hätte der Teufel das verdient. Aber Jesus hat einfach die Wahrheit gesagt. Und Gabriel hat dasselbe getan. Er hat die Wahrheit über seine Geschichte und über Gottes Liebe zu uns gesagt. Seid gesegnet, liebe Zuhörer und Freunde. Wisst, dass Jesus euch schon euer ganzes Leben lang begleitet hat.